Servus Beuland, willkommen zurück bei dem bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es um ein kleines Bastelvideo. Und zwar, dass ich mir für meinen Moonshine, kennt ihr ja hoffentlich alle schon, ein kleines Transportkistchen baue. Also eigentlich möchte ich aus dieser großen Kiste zwei bauen, damit man immer so eine im Auto dabei hat, weil was ist wichtiger im Auto als ein paar Fläschchen Moonshine? Ja, Moonshine. Ich glaube, ich muss das als Werbevideo deklarieren, weil ich ja jetzt hier Werbung für meinen Moonshine mache. Und nicht nur für meinen Moonshine, sondern für Bavarian Moonshine allgemein. Meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Und es hat sich richtig schön entwickelt. Es hat sich wieder back to the roots entwickelt. Es ist wieder in einem Marmeladenglas, weil was ist wichtiger als das Moonshine in dem Marmeladenglas ist? Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Geschmacksrichtungen mittlerweile. Peach Fever und Secret Hideout und Wild Smoky Cherry und so weiter und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch den absoluten Klassiker, den White Lightning 155 mit 77%. So viel gequatscht. Ja, das ist mal so die Basis für alles. Ja, darum geht es. Zwei kleine Probierkästen, die man immer im Auto dabei hat, damit man, wenn man dann irgendwie im Stau steht, mal so ein bisschen probieren kann. Nee. Das ist natürlich nicht der Hintergrund. Wichtig ist einfach, dass man was dabei hat und dass man es herzeigen kann, und deswegen möchte ich mir so eine Kiste bauen. Ja, back to the roots, wieder ein Marmeladenglas. Es hat sich ja ursprünglich bei mir so entwickelt, als ich angefangen habe zu brennen, war es im Marmeladenglas. Dann war eine Flasche drinnen, dann waren die Flaschen immer schöner, und bei der Flasche ist es halt einfach so gewesen, egal wie schön die Flasche ist, was macht man damit? Irgendwann schmeißt man sie doch weg, weil es halt keine Pfandflasche ist. Dann haben wir uns gedacht, unter neuen Moonshine-Kollegen, es muss wieder in ein Marmeladenglas. Ja, und jetzt gibt es alles nur noch in einem Marmeladenglas, in einem Mason Jar, so wie das halt gehört bei bayerischen Moonshine, so wie bei Moonshine überhaupt. Und es ist halt einfach viel praktischer, es ist nachhaltiger, weil ein Marmeladenglas, jeder hebt sich das auf. Ja, man kann es in die Werkstatt tun, man kann Schrauben, Nägel, Patronenhülsen, alles was man halt so braucht, kann man da reintun, und es ist halt einfach schöner als eine Flasche, die dann einfach im Regal steht, und man hat halt irgendwie was Sinnvolles, was man brauchen kann. Es gibt einen wunderschönen Ausgießer dazu. Ja, der passt hier oben drauf, der passt auf jedes Glas drauf. Und damit macht es natürlich wesentlich mehr Sinn. Es ist nachhaltiger, es ist spannender. Wir haben beschlossen, Marmeladenglas ist einfach cooler. Ich freue mich total, in einem der nächsten Videos meine neuen Weggefährten und Moonshine-Kollegen vorzustellen. Wir werden mal so ab und zu so einen kleinen Moonshine-Talk machen, und dann werden wir euch ein paar Geschichten über das Moonshine erzählen. Moonshine-Lagerfeuer-Talk über die Kultur, wo es herkommt. Und so weiter und so weiter. Weil es gibt zu jeder Sorte von diesen ganzen Sachen, und es gibt einige Sorten mittlerweile, gibt es eine richtig spannende Geschichte. Es gibt auch Moonshine Tastings, da müsst ihr mal auf die Webseite schauen. Bavarian Moonshine ist unten verlinkt. Da gibt es ein paar Tastings, da könnt ihr euch anmelden, dann könnt ihr euch durch die ganze Produktpalette kreuz und quer, von vorne bis hinten und nochmal von hinten nach vorne, könnt ihr euch durchprobieren. Ja, einen Heimfahrservice gibt es nicht, das sage ich euch gleich, aber da müsst ihr euch ja selber was überlegen. Ja, also wie gesagt, ich freue mich total, euch den neuen Weggefährten dann in den nächsten Videos mal vorzustellen. Dauert noch ein bisschen. Heute machen wir die Kisten. Legen wir los. Als allererstes werden wir die natürlich kürzen. Ich möchte nämlich, dass 6 Glaseln da reinpassen. Also es gibt wesentlich mehr Sorten als 6. Ich glaube, wir haben 10 oder so. Ich weiß es nicht. Es kommt auch immer wieder was Neues dazu. Dann fällt wieder was raus. Dann probieren wir was aus. Es wird eine richtig coole, spannende Geschichte. Und wie gesagt, back to the roots, wieder im Marmeladenglas. Und natürlich proudly made in Bavaria, steht hier oben drauf. Ja, müsst ihr durchprobieren. Ich würde jetzt am liebsten auch gleich mit euch hier das Schnapseln anfangen, aber dann wird die Kiste nicht mehr fertig heute. So, fangen wir an. Hammer braucht man dazu. Und mein Lieblingswerkzeug, was jeder kennt, als ich angefangen habe, meine Hütte hier zu bauen, meine Japan-Säge, die einfach das absolute Universalwerkzeug ist, die super präzise ist. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich kann nur jedem sagen, wenn er irgendwie gerne bastelt und gerne exakt auf den Punkt schneidet, kauft euch so eine Säge. Ist der absolute Knaller. Sans Maple Hooch, gesüßt mit
Ahornsirup, ein bisschen Apfel drinnen. Und wenn es euch jetzt dann in der Winterzeit am Kaminfeuer oder am Lagerfeuer ein bisschen kühl ist, dann ist das hier die absolute Empfehlung meinerseits für euch, um ein bisschen Wärme zurückzukriegen. Ja, gut, fangen wir mit Basteln an. Als allererstes kürzen wir mal die Kiste, damit ihr dann so über mich drüber gucken könnt und man ein bisschen mehr sieht von dem Ganzen. Das ist die Höhe, auf die ich hinaus möchte. So, für 6 Gläser als Probier-Edition. Dann werden wir jetzt als nächstes hier die Bretter mal lösen. Eine Ecke lassen wir fertig, die andere Ecke auch, und dann schneiden wir praktisch die Seiten so zusammen, dass man sie dann danach einfach wieder nur zusammennageln muss auf der richtigen Größe. Da legen wir hier was runter als Keil, dann ist es viel schneller einfach gelöst. So, jetzt haben wir praktisch 2 Ecken, die wir nur noch einkürzen müssen, die man dann praktisch so aufeinander nimmt und dann auf die richtige Größe bringt. Und dann haben wir noch genauso viele Ecken übrig, also von diesen Holzecken hier, dass man noch eine zweite Kiste draus bauen kann. Dann lassen wir jetzt zwischen den Gläsern genau so viel Platz, dass man genau eins von diesen Hölzern dann noch dazwischen legen kann. So, jetzt wird es langsam warm. Jetzt scheint wir die Sonne da hinten ins Knack. Das kommt dann da rein. Die schneiden wir jetzt ab. Dann sind wir schon fast fertig. Und dann haben wir noch genug Zeug für die nächste zweite Kiste. Das freut mich am allermeisten gerade. Da unten natürlich eine Klammer übersehen. Das ist natürlich immer schade, wenn man so eine gute Säge hat und dann in so ein Metallding sägt. Aber man sieht, wenn man eine gute Japansäge hat, dann macht es den Zinken eigentlich gar nichts aus. Die sägt durch so eine Metallklammer genauso durch wie durch Holz. So. Schau mal. Ich auch ja nicht verrechnet habe. Perfekt. Damit haben wir das erste Schachtel fertig. Ihr seht, sie sitzen da richtig gut drinnen. Zum Ausliefern perfekt. Zack. Moonshine. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Geschichte über das Moonshine war hoffentlich auch ganz spannend. Da wird es in Zukunft noch mehr geben. Wie gesagt, der ist unten verlinkt. Holt euch was für die kalte Jahreszeit und freut euch auf weitere Videos zusammen mit meinem Weggefährten, dem Moonshine-Profi. Wenn ihr was richtig Gutes mal probieren wollt, was original aus Bayern ist, nicht irgend so eine Industrieplörre, die teilweise auch in Marmeladengläsern verkauft wird, sondern was Echtes von echten Moonshinern, echten alten Schwarzbrennern, echten bayerischen Schnapsbrennern aus einer Destille, wo ihr vorbeikommen könnt, wenn eine Probe ist, und dann seht ihr, wie das da drinnen schön blubbert, und dieses Flair könnt ihr dann da einfangen. Also, kauft
keinen Lump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.